Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, dich zu inspirieren und mach dir doch ein paar Gedanken dazu. 2 Sachen sollen die Kinder von ihren Eltern mitbekommen. Wurzeln und Flügel. Das ist ein bekanntes Zitat, es wird oft am Johann Wolfgang von Goethe zugeschrieben, auch wenn es sehr wahrscheinlich gemäss meiner Recherche nicht wirklich von ihm stammt. Ein Zitat, das mir öfters begegnet, immer wieder mal, vor allem natürlich im Zusammenhang mit der Erziehung der Kinder. Und so einen Ausdruck, der irgendwie verschieden in mir auslöst. Auf die eine Seite Faszination, weil es auf den ersten Blick tönt wahnsinnig poetisch. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen spannungsvoll auf den zweiten Blick, weil so ganz ehrlich, Wurzeln und Flügel, das widerspricht sich ja irgendwie ein bisschen, oder nicht? Wurzeln stehen ja im Symbol dafür, für Beständigkeit und Verlässlichkeit. Dass man eben irgendwo da gefestigt ist, also am Ort und still bleibt. Im Bild gesprochen, also für eher Sachen wie Verlässlichkeit, Sicherheit oder Langfristigkeit. Und Flügel auf der anderen Seite, aus meiner Sicht das pure Gegenteil, stehen für Dynamik, für Entdeckungsfreude, für davon irgendwie Neues zu sehen, sich aufzumachen. Und irgendwie stelle ich mir das so vor, wie ein Baum, der verwurzelt ist, mit Flügeln so versucht, davor zu fliegen, aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich weit kommt. Und doch, wenn man es jetzt so überträgt aufs Leben von einem Menschen, vor allem auf einem aufwachsenden Menschen, macht es irgendwie doch Sinn. Dass gerade junge Menschen irgendwie beides brauchen. Das sicherste Zuhause, ein Fundament, wo sie irgendwo innerlich festigt können werden und sicher können werden. Und das gibt ihnen dann wieder den Mut, um eben auch rauszugehen in die weite Welt, Erfahrungen zu machen, Neues zu lernen und eigene Erlebnisse zu machen. Heute Morgen geht es um die Reise zu einem selbstverantwortlichen und mündigen Leben, aber nicht in allererster Linie in Bezug auf die Kinder und die Kindererziehung, auch wenn man natürlich das eine oder andere übertragen kann, sondern in Bezug auf unseren Glauben, auf unser Leben als Christinnen und Christen, in unserem Unterwegssein mit Jesus. Nämlich wird schon in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, das Reiferwerden, das Wachsen im Glauben direkt verglichen mit dem Erwachsenwerden, mit dem Mündigwerden von Menschen. Es ist so ein Vergleich, wo Gott der Paulus im Neuen Testament immer und immer wieder macht. Und vielleicht wahrscheinlich kann man auch das Zitat vom Anfang irgendwie auf das übertragen. Wir werden nochmal darauf zurückkommen. Das grosse Ziel von einem mündigen und selbstverantwortlichen Glauben finden wir zum Beispiel im Epheserbrief im Kapitel 4, wo der Paulus das ganz konkret anspricht. Und ich werde jetzt den Abschnitt, unseren Predigtext, ein bisschen lesen, der ist ein bisschen länger, und nachher aber dann nochmal vereinzelt auf die verschiedenen Abschnitte dann eingehen. Kapitel 4, Epheserbrief ab Vers 11. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zum mündigen Christen heranreifen. Zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. In der Mitte von dem Abschnitt im Vers 13 malt uns der Paulus das Ziel vor Augen. Er sagt, wir sollen zum mündigen Christen
anreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen. Der Paulus malt uns vor Augen, in welche Richtung sich unser Leben als Christen soll weiterentwickeln. Mit den Jahren, mit der Zeit, mit den Erfahrungen, die wir sammeln, im gemeinsamen Unterwegssein, soll sich unser Leben immer mehr in die Richtung von Jesus weiterentwickeln. Und soll immer mehr dem ähnlich werden, wo Jesus ist. Damit die Spuren, die Gott in unserem Leben hinterlässt, hoffentlich hinterlässt, auch sichtbar werden für unser Umfeld, für die Menschen, die um uns herum sind. Und damit sie Jesus in uns und durch uns sehen, eben, dass wir ihn widerspiegeln können. Jesus ist also das grosse Vorbild, wo wir uns daran orientieren. Und Gott möchte unser Leben brauchen, damit wir auf ihn hinweisen können. Ich weiss, das klingt uns sehr oft nur in sehr beschränktem Maß. Das gehört ein bisschen zu dieser Reise dazu, dass man das Ziel vor Augen hat, aber seine vollständige Erfüllung wahrscheinlich auf dieser Erde nicht ganz wird erleben. Es gibt immer wieder Stolperer, aber gleich zeigen die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte, dass es immer und immer wieder gelungen ist, dass Menschen mit ihrem Leben ein Hinweis, ein Wegweiser auf den Jesus gewesen sind. Das Ziel, das der Paulus uns vor Augen malt, ist also zu mündigen Christen, zu mündigen Menschen anzureifen. Unter Mündigkeit verstehe ich ein selbstverantwortliches Leben. Eine Urteilsfähigkeit, dass man irgendwie einen inneren Kompass hat und weiss, was ist gut und was ist vielleicht weniger gut. Und dass man handlungsfähig ist als Mensch. Also selbstständig irgendwie in der Lage, sein Leben und sein Glauben zu leben. Gute Entscheidungen zu treffen und so mit seinem Wesen, mit seinem Charakter Jesus ein Stückchen weit zumindest zu repräsentieren. Für mich heisst das auch selber Verantwortung zu übernehmen. Für das eigene Gottesbild. Wie sehe ich Gott? Wer ist Gott für mich? Für die eigenen Glaubensüberzeugungen und dann auch aus der Folge heraus für die eigenen Handlungen, für die Art und Weise, wie wir leben. Es heisst also, sich auch ein bisschen damit auseinandersetzen, ja, also wie komme ich dann zu guten Entscheidungen? Selber zu wissen, was da in der Bibel steht, was Gottes Gedanken für mein Leben sind und für mein Unterwegssein mit anderen Menschen. Selbstständig zu werden im Glauben. Mündige Christinnen und Christen sind für mich Menschen, die auf der einen Seite demütig sind und lernbereit, weil sie wissen, dass all unsere Erkenntnis immer nur ein Teil vom Ganzen ist, wie der Paulus sagt. Es ist Stückwerk, es ist unvollkommen und gleichzeitig innerlich gefestigt, dass man auch Überzeugungen hat. Dass man weiss, was für einen wichtig ist und was man richtig findet und wie man möchte und will für uns im Leben drin. Das Ziel, mündiges Christsein. Spannend, als ich den Abschnitt gelesen habe, habe ich gefunden, dass der Paulus das nicht in der Ich- oder in der Du-Form schreibt, sondern in der Wir-Form. Es ist ein ganzer Abschnitt, das ganze Kapitel 4, was sich damit beschäftigt, dass wir als Christen zusammen ein Leib sind. Wie ein Körper, der aus verschiedenen Teilen besteht. Und es heisst, dass wir zusammen, wir sollen mündig werden. Wir sollen in unserem Glauben wachsen. Das Wir sticht raus. Als Gemeinde in unserer Vielfalt und Unterschiedlichkeit, wie sie beschrieben wird in dem Kapitel 4, sollen gemeinsam mündig werden und Christus zusammen miteinander widerspiegeln. Der Paulus sieht unser Leben also nicht nur für uns allein, sondern immer auch mit einem Blick auf etwas Grösseres, das dahinter steht. Wir sind immer auch ein Teil von dem Miteinander, von all diesen Christen auf dieser Welt zu allen Zeitaltern. Du und ich sind also nicht geschaffen für so ein individualisiertes Solo-Christentum, wo jeder seinen eigenen Weg gehen soll. Sondern am Ende ist da, wie der Paulus sagt, das Wachstum hin, die Mündigkeit und Reife, ein Projekt, das uns alle miteinander betrifft. Ein Gemeinschaftsprojekt. Und wir brauchen andere dazu. Ich brauche dich und du brauchst mich. Mit dem, was ich erlebt habe, mit meinen Erfahrungen, mit meiner Geschichte. Und mit meiner Erkenntnis, die ich habe über den Glauben, sollen wir zusammen, gemeinsam, miteinander hinwachsen und reifen in die
Mündigkeit hinein. Das gemeinsame Projekt beschreibt der Paulus da sehr ausführlich und konkret. Er sagt nämlich dann im Vers 15 und 16, wie wir gelesen haben, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Und jetzt steht, jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. Jeder einzelne Teil, du und ich, jedes von uns, wo Teil ist von dem Miteinander unterwegs sein, Teil ist von dem Lieb, leistet einen Beitrag zu dem Gemeinschaftsprojekt Mündigkeit und Wachstum und Reife. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Oder wenn wir ein bisschen zurückspulen in Vers 7, den haben wir vorher noch nicht gelesen, dann sagt der Paulus, jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Das ist also das Bild, das zeigt, dass das reifer werden und dass das Anwachsen zu einem selbstständigen Mensch, wo irgendwie so einen inneren Kompass hat, wo ein inneres Gespür dafür entwickelt hat, was sind Gottes Gedanken, was ist Gottes Wesen und was denkt er über mein Leben und über bestimmte Situationen, dass das ein Projekt ist, das wir miteinander zusammen machen. Und wo wir uns in unserer Unterschiedlichkeit ergänzen. Keiner von uns hat genau die gleiche Lebensgeschichte. Keiner von uns hat genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Wir alle haben einen einzigartigen Blick und eine einzigartige Beziehung mit Gott und miteinander zusammen bringen wir das, wie so einen schönen Blumenstrauß, als Gemeinschaftsprojekt, wo wir da zusammen als Kirche, als Gemeinde, wie der Paulus sagt, einander ergänzen. Füreinander da sind und einander mit dem können dienen, wo Gott jedem Einzelnen von uns geschenkt hat. Ich finde, dass gerade Groups ein mega cooler Rahmen sind für das. Dort, wo man zusammen in kleineren Gruppen verbindlich miteinander unterwegs ist. Für mich immer wieder so ein Ort und ein Rahmen, wo man eben die unterschiedlichen Sichtweisen, die unterschiedlichen Erlebnisse, Erfahrungen, die unterschiedlichen Erkenntnisse auch über den Glauben und über das Leben zusammentragen kann. Miteinander im Gespräch sein, voneinander lernen kann. Manchmal auch, sind wir ganz ehrlich, ein bisschen challenged wird, weil nicht alle alles immer gleich sehen. Aber miteinander können zusammen wachsen und reifer werden. Der Weg zu der Mündigkeit, zu einem grossen Ziel, das Paulus uns vor Augen malt, ist ein gemeinsamer Weg. Und da drin haben auch die Menschen mit Leitungsverantwortung oder Pastorinnen und Pastoren ganz eine besondere Rolle. Wir haben vorher von Ihnen gelesen, ich werde nachher nochmal zurückkommen auf das, dass die Aufgabe ist, von den Menschen, die Verantwortung übernehmen, in den Kirchen hinein, andere dazu zu befähigen, andere darin zu unterstützen, dass sie mündig werden und reif werden. Es geht also in unserem Unterwegssein nicht unbedingt darum, dass ich als Pastor dir Schritt für Schritt klare Handlungsanweisungen gibt, was du als nächstes zu hast, damit du ein guter Christ oder eine gute Christin kannst sein, sondern Menschen dabei zu begleiten, selber zu wachsen, mündig zu werden und gute Entscheidungen zu treffen, um so Jesus wieder zu spiegeln. In deinem Alltagsleben, an dem Ort, wo du jetzt gerade bist. In deinem Jobumfeld, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in den Vereinen, wo du dich engagierst. Dort bist du. Und es ist die Rolle von denen, die Verantwortung nehmen über die Kirche, dass sie andere befähigen da drin, sie ausrüsten für die Aufgabe. Epheser 4, 11 bis 13. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Das sind alles verschiedene Aufgaben und Ämter, die das eine Ziel haben. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen.
Das sind so Leitgedanken für mich auch in meiner Rolle, in meiner Aufgabe. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wenn ihr länger da sind, dass in unsere Predigten meistens nicht so vereinfachte 1, 2, 3 und dann kommt alles gut da sind. Es hat auch nicht so viele klare Handlungsanweisungen, was du jetzt machen sollst oder nicht. Ganz bewusst versuche ich, Gedankenanstöße weiterzugeben, die zum Weiterdenken anregen. Damit du für dein Leben, dort wo du stehst, zusammen mit Gott, Schritt kannst machen. Damit in deinem Leben sich so einen inneren Kompass kann entwickeln, was jetzt für deine Situation, an dem Ort, wo du jetzt gerade stehst, wohl die richtigste oder die weiseste oder die segensbringendste Entscheidung könnte sein. Ich erzähle einfach auch nicht nur von dem, was ich sogar persönlich erlebe, sondern versuche, euch auch zu helfen, zu sehen, hey, wie hängt das mit dem zusammen, was da in der Bibel steht? Was kann man lernen von diesen guten Gedanken, die Gott uns da mitgegeben hat? Damit jedes von uns eben zu einem mündigen Christ, zu einer mündigen Christin kann anwachsen und selber befähigt ist, in seinem Leben hinein gute Entscheidungen zu treffen. Und darum müssen wir auch nicht alle spannungsvollen Themen im Glauben einfach so ein bisschen glattbügeln mit einfachen Antworten und sagen, ja, musst halt einfach ein bisschen so oder so. Sondern wir muten es uns als Kirche auch zu, unserem Miteinander auch zu. Die Realität von unserer Unvollkommenheit, die Realität von dem, dass wir eben auch gemeinsam auf einem Weg sind, Gott immer besser kennenzulernen, dass sich das Leben immer mehr in Richtung von Jesus kann entwickeln, als Gemeinschaftsprojekt weiterzuführen. Das Ziel ist, anzuschauen, gemeinsam miteinander zu forschen, dran zu bleiben und unterwegs zu sein, dass wir den Sohn Gottes immer besser kennenlernen können und in allem zu Christus hinwachsen. Wachstum, Reife, Entwicklung, das ist nicht immer der bequemste und der einfachste Weg. Das wissen wir auch aus der Erziehung der Kinder. Aus dem eigenen Erleben oder aus dem Miterleben, wenn wir unseren Kindern gut mitgeben. Zu wachsen, zu lernen, heisst halt auch immer wieder Erfahrungen zu sammeln, Fehler zu machen, wieder aufzustehen und neue Wege zu gehen. Aber es ist ein Weg, wo man Schritt für Schritt Neues dazulernt, wo sich Schritt für Schritt Überzeugungen festigen im Leben, wo man selbstständiger und eigenverantwortlicher kann werden, bis man dann hoffentlich irgendwo so um 18 herum, wäre der Wunsch, vielleicht auch erst um 25, so weit ist, dass man selbstständig gute Entscheidungen treffen kann und sein eigenes Leben kann gestalten und weiterentwickeln. Für mich tut sich da eine Spannung auf. Weil auf der einen Seite braucht es zu der Mündigkeit Eigenständigkeit, Selbstverantwortung. Es braucht jedes Einzelne für sich. Weil mündig ist ja nur der, wie der Paulus da ja ganz deutlich sagt, wo irgendwie unabhängig ist von dem, was gerade aussen dran so passiert. Er sagt, mündig sein heisst eben nicht mehr hin und her geschlagen werden von jeglicher beliebigen Meinung, die da so ist, sondern eine gewisse innere Festigkeit und Stabilität zu haben. Also auf die einen Seite braucht es zu der Mündigkeit Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Und auf der anderen Seite, sagt der Paulus auch, ist Mündigkeit ein Gemeinschaftsprojekt, wo du nicht alleine für dich alleine kannst, einfach in deinem Kämmerlein, sondern wo du andere brauchst, wo wir einander dienen, wo wir einander mit unseren Begabungen und Erfahrungen zu lieb tun, füreinander da sind. Ein Spannungsfeld also zwischen zwei scheinbaren Gegensätzen. Eigenständigkeit und Verbundenheit. Und das Begriffspaar ist mir in der letzten Zeit, man kann schon sagen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder begegnet, wo ich mich mit dem Thema eben auch Reifung und Mündigkeit auseinandergesetzt habe. Das erste Mal erinnere ich mich an das Buch «Lass deine Liebe an» von Danny Silk, wo der Pippo mir dort mal gegeben zum Lesen. Ich bin ja als Worship-Leiter da, hat das allen gegeben. Und der Danny Silk beschreibt in dem Buch hinein, wie wir zum machtvollen Menschen, er sagt machtvoll, also wir können sagen eigenständige, selbstständige Menschen können werden. Das sind Menschen, die Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen und für ihre Entscheidungen, die gesunde Grenzen setzen können, weil sie auch wissen, was ihnen gut tut und was nicht und was für Ziele sie im Leben verfolgen. Und das befähigt sie dann wiederum dazu, in guten Beziehungen mit anderen zu leben und eben die Liebe anzulassen und die Verbundenheit weiter zu leben. In einem guten Miteinander, ohne sich von anderen vereinnahmen zu lassen.
Ein weiteres Mal ist mir das Spannungsfeld begegnet im Buch von Thomas Harry, das heißt «Die Kunst des Reifenhandelns». Und auch er beschreibt den Prozess der Reifung als ein Lernen umzugehen mit den Spannungen von unterschiedlichen Polen, die da sind. Reife heisst also nicht, Spannungen aus dem Weg zu gehen, sondern es auszuhalten, dass in unserem Leben Verschiedenes gleichzeitig wahr sein kann. Zum Beispiel das Spannungsfeld zwischen unabhängig sein, oder wie der Paulus würde sagen, eben nicht sich hin und her werfen zu lassen, und trotzdem eingebunden zu sein. Oder zwischen verfügbar zu sein für andere und sich gesund aber auch abzugrenzen von Ansprüchen, die über meine Möglichkeiten ausgehen. Oder das Spannungsfeld zwischen Stärke zeigen, indem man vielleicht Überzeugungen hat, Klarheit hat und gleichzeitig verletzlich zu bleiben. Offen also auch, lernbereit und im Bewusstsein, dass wir unvollkommen sind. Und das dritte Mal ist mir das Thema begegnet, letztes Jahr, als ich das Buch gelesen habe, zum Umgang mit jungen Menschen. Das heisst Generation Z, wie ticken sie, wie ticke ich? Von der Miriam Engelhardt, Nicola Engelhardt und der Anja Trieschmann. Und es ist ein Buch aus dem Bildungsbereich, also nicht ein christliches Buch. Und es setzt sich mit dem pädagogischen Konzept von der neuen Autorität auseinander. Der eine sagt das etwas, für die anderen. Es geht darum, um Präsenz in Beziehungen drin. Gerade eben in Beziehungen mit Kindern oder mit Jugendlichen ist es wichtig, präsent zu sein, aber auf eine gute Art und Weise. Es heisst nämlich da, nach innen stabil und nach außen wach, aufmerksam und beziehungsoffen. Wer weiß, wer er selber ist, was für Wert das er oder sie hat, welche Grenzen das er braucht und von wo das seine Kraft kommt, der kann eben auch in Beziehungen drin wachsam und präsent sein und sich fürs Gegenüber öffnen. Reifer zu werden heisst also, in dieser Fähigkeit hineinzuwachsen, an sich selber zu arbeiten, um die eigenen Werte und Überzeugungen, die eigenen Grenzen kennenzulernen und zu festigen, damit man ein stabiles Fundament hat, wo einem zu einem eigenständigen, selbstverantwortlichen und handlungsfähigen Mensch macht. Und gleichzeitig mit anderen Menschen in Liebe verbunden zu bleiben, sich von ihnen ergänzen und bereichern zu lassen, so gemeinsam auf das grosse Ziel hinzuwachsen, Jesus ein Stückchen ähnlicher zu werden. Eigenständigkeit und Verbundenheit in einer Balance behalten zu können. Was sind jetzt so konkrete Sachen, die ich mitgenommen habe für mein Leben, um das zu leben? Wenn der Paulus sagt, lass uns zusammen dem Ziel nachjagen, mündiger zu werden und einander zu bereichern daran. Das Erste ist, der Weg zu der Mündigkeit fängt bei mir an. So ein Spruch, wo ich mir immer wieder sage, ich bin der einzige Mensch, den ich verändern kann. Manchmal hätte man es ja so gern, man könnte allen anderen sagen, was sie zu tun haben, aber meine Erfahrung zeigt, funktioniert nicht so gut. Funktioniert besonders dort nicht so gut, wo man näher miteinander unterwegs ist. Wenn man versucht, seinen Partner so zu ändern, du solltest, oder? Auch bei den Kindern ist es manchmal schwierig. Versuchen, bei sich selber anzufangen. Sagen, der Weg zu der Mündigkeit ist zuallererst mein Weg, dass ich mich mit mir selber auseinandersetze. Das ist mein Job, mein Challenge. Gott mutet mir das zu, Gott traut mir und dir das zu. Zu selbstständigen und mündigen Menschen heranzuwachsen. Für das braucht es aber auch eine Auseinandersetzung. Eine Auseinandersetzung mit mir, mit meinem Gottesbild. Wer ist Gott für mich? Der liebende Vater. Ja, aber auch der gerechte Gott, der heilige Gott. Was heisst das? Und wie passt das zusammen? Es heisst eine Auseinandersetzung mit den eigenen Glaubensüberzeugungen. Was ist richtig für mich? Was ist wichtig? Wie gehe ich damit um, wenn es mir gelingt? Wenn ich erfolgreich bin? Wie gehe ich damit um, wenn es mir nicht gelingt? Wenn ich es nicht schaffe, obwohl ich es eigentlich will? Also all die Themen vom Glauben, wo die Bibel auch immer wieder ehrlich darüber berichtet. Es ist aber auch eine Auseinandersetzung mit meinem Charakter und mit meinen Charaktereigenschaften. Ehrlich zu sein und anzuschauen und zu sagen, hey, wo habe ich noch Potenzial? Ja, Gott nimmt alle von uns bedingungslos an. Er liebt dich.
Und man kann sich Gottes Liebe nicht erkaufen mit nichts. Und gleichzeitig ist sein Wunsch, dass in diesem Miteinander unterwegs sind, in dieser Zeit, wo wir gläubig sind, unseren Charakter und unsere Handlungen sich anfangen zu verändern und Jesus ähnlicher werden. Reife Menschen übernehmen Verantwortung für ihr Leben. Ich habe gemerkt, dass es am besten ist, dort anzufangen, wo ich mich am meisten nerve. Das ist meistens so ein Ort, wo es Potenzial für Wachstum gibt. Kennt ihr das? Also entweder dann, wenn du dich über andere nervst oder über dich selber, ist meistens ein guter Ort, um mal anzuschauen, wieso löst das so Emotionen bei mir aus? Wieso hat jemand so viel Macht, dass er mich so in einer Sekunde durch die Decke bringen kann? Und dann einmal anzuschauen, was würde es da heissen, reifer zu werden, zu lernen. Was steckt da dahinter? Was hat Gott mit mir noch vor? Ich möchte heute Morgen Mut machen und dich ermutigen, in deinen eigenen Glauben und in deinen Charakter zu investieren. Es lohnt sich. Es ist ein wunderschönes Ziel, das Paulus uns vor Augen malt und sagt, wenn unser Leben sich anfängt, Jesus ähnlicher werden und anpassen, dann wird unser Leben ihn widerspiegeln in unser Umfeld. Und andere Menschen werden Gott in dir sehen und entdecken. Ich weiß, das ist crazy und manchmal unvorstellbar. Aber es ist auch ein extrem begeisterndes Ziel, nicht? Mit seinem Leben können auf Gott hinzuweisen. Zu selbstständigen, gefestigten Menschen zu werden, die ein starkes Glaubensfundament haben. Also der Weg zu der Mündigkeit fängt bei mir an. Das Zweite, was ich mitnehme, ist, Mündigkeit wächst in verbindlicher Gemeinschaft. Für den Paulus ist klar, das Miteinander unterwegs sein von Christinnen und Christen, gerade so in der Kirche, wie wir da zusammen unterwegs sind, gerade besonders in so Groups und Gemeinschaften, wo wir eng miteinander unterwegs sind, ist der beste Rahmen für Charakterveränderung. Im Alten Testament heisst es, Eisen schleift Eisen und so schleift ein Mensch den Charakter vom anderen. Also im gemeinsamen Miteinander unterwegs sein, liegt das Potenzial drin, dass wir uns ergänzen und bereichern, dass wir miteinander zusammen hinwachsen dort drin. Und darum möchte ich dir Mut machen, so ein paar Pflöcke in deinem Leben einzuschlagen. Ich habe das gemacht und habe gesagt, hey, ja, es gibt ein paar Sachen, die mir wichtig sind, weil ich weiss, sie sind nicht immer mega cool im Moment. Sie machen auch nicht immer Freude oder ich habe nicht immer Lust drauf, aber sie helfen mir auf lange Frist. Das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst. Das ist da so ein Rahmen, wo wir zusammenkommen und miteinander gemeinsam auf Jesus schauen und uns von ihm verändern lassen. Das kann sein, dass du dir sagst, hey, ja, ich mache mit. Ich committe mich nehmen und bin verbindlich nehmen dabei und sage, hey, ich gehe in so eine Group oder ich engagiere mich irgendwo an einer Art oder ich habe Leute um mich herum. Ich suche mir Freundschaften, Beziehungen mit Menschen, die gemeinsam mit mir auf dieser Glaubensreise unterwegs sind. Es ist so ein Ort, wie sich dein Leben kann entwickeln. Und mir ist wichtig, es geht nicht um eine fromme Leistung. Es geht nicht um eine Strichliste, die du dann abhaken und dann sagen, wenn du 4 von 5 Mal da warst, hast du alles richtig gemacht. Sondern es geht um gute Gewohnheiten, die einem helfen, einen Rahmen zu schaffen, damit sich unser Leben verändern kann. YouTube-Predigten und Social-Media-Impuls gerade zum Glauben können sehr spannende und hilfreiche Inputs sein. Sie haben aber auch eine Kehrseite. Erstens mal, es ist ein kleiner Spoiler für euch, es ist nicht alles wahr, was auf YouTube gesagt wird. Früher hat man gesagt, Papier nimmt alles an, heute kann man sagen, wir können alles aufladen. Jeder kann alles sagen und man kann alles aufladen. Und nur weil dort jemand etwas mit viel Überzeugung sagt, heisst es noch nicht, dass es auch wirklich wahr ist. Es ist eine Kehrseite. Darum prüf alles und behalte das Gute. Das Zweite ist, dass der Algorithmus, das ist das Programm im Hintergrund von diesen Plattformen, ein grosses Ziel hat. Und das ist nicht, dich ausgewogen zu informieren und das ist auch nicht, deinen Glauben reifen zu lassen, dass du zum mündigen Menschen wirst, sondern das Ziel vom Algorithmus, ob das auf YouTube ist oder auf Instagram oder TikTok oder irgendwo, ist vor allem eins. Dass du möglichst lange auf diesen Plattformen drauf bist, damit du möglichst viel Werbung siehst, damit sie möglichst viel Geld verdienen. Sorry, es ist so. Und es gibt so viele gute Inputs und Gedanken dort drauf. Darum tun wir auch unsere Predigten dort drauf. Das sind zum Beispiel super gute Gedanken. Aber der Algorithmus hat so die Gewohnheit, dass er dir immer mehr zeigt von dem, was du gesehen hast und angeschaut hast. Und das führt in der Tendenz dazu, dass es einseitiger wird.
Es verstärkt also die Meinungen und Gedanken, die du sowieso schon gedacht hast, und es blendet das in der Tendenz aus, was eben anders ist oder vielleicht nicht so zu dem passt, was du bisher angeschaut hast. Und gleichzeitig lernen wir auch immer mehr, dass der Algorithmus eben sehr extreme oder einseitige Beiträge auch mehr pusht, weil die natürlich mehr Wirkung haben. Die sind spannungsvoller, die sind reizvoller, das sind wie die grossen Schlagzeilen in den Zeitungen, oder? Das ist das, was die Leute da bringt. Darum, je pointierter, je extremer, je einseitiger das ist in der Tendenz, desto mehr Reichweite kommen zu Beiträgen auch über. Darum, nochmal mein Rat an dich, such dir ein Umfeld von Menschen, wo dich ein bisschen zwingt oder mindestens einlädt dazu, dich immer wieder mit echtem Gegenüber auseinanderzusetzen. Zuzuhören. Was ist die Geschichte von einem anderen Menschen? Was hat er erlebt? Wo steht er in seiner Reise mit dem Glauben und mit Gott? Und von dem zu lernen. Und noch einen letzten Punkt möchte ich machen. Manchmal kann es ein bisschen so tönen, wenn man das da hört, als ob man sich einfach nur ein bisschen mehr anstrengen müsste und dann kommt alles gut. Manchmal sind die Ratschläge, die in der Bibel stehen, auf den ersten Blick nicht fest anders als ein paar so ein bisschen psychologische Tricks und Kniffs. Und auf dieser Ebene, ganz ehrlich, kann man einiges erreichen. Das zeigt uns einen Blick raus in die weite Welt. Aber am Ende, und das zeigt uns auch ein Blick in die Bibel hinein, braucht es eine Veränderung, die viel tiefer stattfindet, in unserem Innersten drin. Weil alle guten Tipps und Ratschläge, alle Gebote und Normen haben den Menschen nicht geholfen, um ein verändertes Herz zu finden. Und darum sagt Gott, ich will ihnen ein neues Herz geben, ein lebendiges Herz, einen neuen Geist. Bei allem Anstrengen, bei allen guten Gedanken, die man sich machen kann, bei allen guten Impulsen, die man mitnehmen kann, ist Wachstum am Schluss ein Geschenk, das Gott uns macht in unserem Leben. Paulus sagt im 1. Korinther 3, Vers 7, es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begießt. Wichtig ist allein Gott, der für das Wachstum sorgt. Am Ende ist die Reise in unserem Glauben nicht so eine Erfolgsleiter, wo man Sprösseli für Sprösseli drauf geht und dann immer ein bisschen besser wird, sondern es ist vielmehr ein Unterwegssein im Leben hinein mit Gott. Und ja, es braucht immer wieder unser Ausrichten auf das gemeinsame Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. Weil von allein passiert das nicht. Es braucht immer unsere Bereitschaft, zu sagen, Gott, da bin ich. Ich gebe mich ein. Ich will wachsen, ich will mich verändern, ich will dir ähnlicher werden, Jesus. Und dann aber mit offenen Händen da stehen und sagen, wirk du durch deinen Geist an mir. Paulus sagt, es ist Gott, der die Frucht in uns wachsen lässt. Von der Liebe und von der Treue, von der Selbstbeherrschung. Es ist Gott, der in uns das Wachstum schenkt. Und so will ich zum Schluss von dieser Predigt nochmal zurückkommen auf den Anfang. Auf das bekannte Zitat, dass Kinder Wurzeln und Flügel brauchen. Und mit einem Text aus dem Kapitel 3 vom Epheserbrief schliessen. Gib dir einen Moment, um das auf dich wirken zu lassen. Und es steht für mich unter dem Motto, verwurzelt und beflügelt. Verwurzelt in der Liebe und beflügelt durch den Geist von Gott.
So beten wir miteinander, dass du, Jesus, Wohnung kannst nehmen in unserem Inneren drin. Dir unser Leben hingeben und sagen, fühl du uns immer wieder neu. Und schenke uns Wurzeln und ein Fundament, das tief geht, das stabil ist, das sicher ist. Festige du unseren Glauben. Festige du unseren Charakter. Und wirke du mit der Kraft vom Heiligen Geist, das heisst da, wo unermesslich ist, unvorstellbar, mehr als wir uns vorstellen können. Am Ende ist es deine Kraft, die in unserem Leben wirkt. Und die unser Leben Schritt für Schritt formt und gestaltet. Hoffentlich immer mehr das Bild von dir, Jesus. Mit unserem Leben dich widerspiegelt, wo wir ankommen. Deine Liebe, deine Treue, deine Barmherzigkeit und Gnade, aber auch deine Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dass Menschen dich in uns drin sehen können und zu dir hingezogen werden. Du bist der, der das Leben hat. Das Leben in der Fülle für jedes Einzelne von uns. Und ich bitte für unser Miteinander als Kirche, dass wir einander helfen können dabei, einander ermutigen auf diesem Weg, dass wir einander zur Seite stehen können, dass wir einander wieder aufhelfen können, wenn eins einmal stolpert da. Dass wir einander dienen können mit dem, was du uns geschenkt hast. Mit unserer Lebensgeschichte, mit unseren Erfahrungen, mit unserer Persönlichkeit und mit diesen übernatürlichen Begabungen, die du in die Kirche hineingegeben hast. Damit wir zusammen reifen und zusammen wachsen und zusammen mündiger werden. Auf dass dein Licht noch viel heller scheinen in die Welt hinein. Amen. Danke fürs Reinschauen bei dieser Predigt. Schreib uns doch in die Kommentare, was dich heute inspiriert hat. Als Kirche wünschen wir uns, dass das Leben zum Blühen kommen und Menschen Begegnungen mit Gott haben. Wenn du Fragen oder Gebetsanliegen hast, dann melde dich unbedingt bei uns. Gib doch einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, damit du in Zukunft nichts verpassen wirst. Wir sind dir dankbar, wenn du uns finanziell unterstützt. Du kannst das machen, indem du den QR-Code scannst oder auf den Button klickst. Cool, bist du heute dabei gewesen.